vas pozdravljam še v zadnjem panelu, ki nikakor ni najmanj pomemben, kajti z predhodno okroglo mizo smo se že prevesili v iskanje rešitev. Zdaj pa bomo nekako spoznali vsaj 3 primere dobrih praks iz različnih držav. Mislim pa, da bo gospa Rosvita tudi potem še mogoče pogledala še malo širše in podala neko širšo sliko, širši pogled na to iskanje rešitev, na te zelo pereče izzive zaposlovanja mladih in ravnotežja med fleksibilnostjo in varnostjo. Tako da v tem zadnjem panelu lepo pozdravljam gospo Kalliopi. Ne bom se trudil s priimkom, oprostite, upam, da je dovolj. Malo prej sva se pogovarjala o njenem delu. Gospa je raziskovalka na zasebnem inštitutu oziroma zasebni organizaciji, ki dela za različna podjetja, ki so njihovi člani, s katerimi sodelujemo in za njih v bistvu razvija različne rešitve. Sama bo pa več povedala o naravi njihovega dela in mogoče nam predstavlja nekaj primerov dobre prakse. Gospo Katrin Stančevo dobro poznamo. Hvala lepa za pripravljenost, da ste se odzvali in jaz rečem, tako je bilo namenjeno, ker ona je bila tudi prvotno namenjena za sogovornico v tem panelu. Tako da, evo, Katrin, zelo sem hvaležen, da ste na koncu vseeno pristali tudi tukaj. In gospa Rosvita, ki je nekako, lahko rečem, celo angel tega seminarja, ker nam je pomagala že pri zasnovi, za kar smo ji zelo hvaležni. In zelo veseli tudi, da se je pridružila tukaj, da je začutila tudi našo perečo problematiko. Zelo smo sicer vključevali mednarodno komponento, ampak vam skušali tudi predstaviti, kje je naša država posebna ali pa od zadaj, kje zaostajamo. In se veselimo tudi vaših prispevkov. Hvala lepa. Tako sem povedal mojim sogovornicam, da imajo nekje do 15 minut za svoje predstavitve, nato pa bomo nadaljevali s tem, da bomo dali možnost mikrofona tudi vam in počasi šli v zaključek seminarja. Gospa Kalliopi, vas kar povabim, izvolite, oder je vaš. Vielen Dank einmal für die Einladung. Ich habe die Gelegenheit gleich genutzt, auch ein paar Tage länger in Slowenien zu bleiben, weil ich gehört habe, dass das ein sehr interessantes Land sein soll und ein sehr schönes Land. Ja, genau. Dankeschön. Und der Stick ist... Ja, Frau Gottbehüt hat mich eingeladen und hat mir erzählt, dass sie auf unser Projekt gestoßen ist und dass es wohl sich wunderbar eignet als Best-Practice-Beispiel für das Thema Jugendarbeitslosigkeit in Europa, aber auch in jedem einzelnen Land. Ich möchte Ihnen heute zum Projekt Schülergenossenschaften einige Aspekte mitteilen, hauptsächlich aber die Motivation versuchen weiter zu vermitteln, die unsere Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Unternehmen, die ich jetzt in meiner Position mit betreue und begleite, hier weiterzutragen. Vielleicht ein paar Worte zu meiner Person erstmal. Mein Name ist Kalliopi Emanuilidou. Die Übersetzer werden mich verfluchen wahrscheinlich jetzt. Ich bin 35 Jahre alt, ich bin griechische Staatsbürgerin, bin aber in Deutschland geboren und aufgewachsen
und habe dort nach der Schule eine Kochausbildung abgeschlossen, habe dann Chinesisch BWL studiert und arbeite seit 2013 beim Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband. Und begleite dann auch, oder seitdem bin dann auch leitend zuständig für dieses Projekt Schülergenossenschaften, nachhaltig wirtschaften, solidarisch handeln. Ich habe gestern beim Abendessen erfahren, dass Genossenschaften in unterschiedlichen Ländern einen unterschiedlichen Ruf genießen, unterschiedlich organisiert sind. Deswegen wäre es mir jetzt wichtig, 2, 3 Sätze zum Thema Genossenschaft zu sagen, dass wir auch verstehen, auf welcher Ebene und vor welchem Hintergrund dieses Projekt dann auch entstanden ist. Genossenschaften in Deutschland sind demokratisch geführte Unternehmen, also so wie eine GmbH oder auch eine Aktiengesellschaft. Sie sind rechtlich und statutsgebunden und der Unterschied ist lediglich darin, dass eine Genossenschaft mitgliederorientiert ist und nicht gewinnorientiert. Sie hat einen Förderzweck, den sie erfüllen muss, und der kann sowohl wirtschaftlich, sozial und kulturell sein. Unsere Genossenschaften bei uns im Verband, wir sind für Nordrhein-Westfalen und den nördlichen Rheinland-Pfalz zuständig als Verband. Wir betreuen 700 Genossenschaften, die in 3 Sparten aufgeteilt sind. Wir haben Kreditgenossenschaften, das sind die Volks- und Raiffeisenbanken. Wir haben landwirtschaftliche Genossenschaften und gewerbliche. Größtenteils sind es klein- und mittelständische Unternehmen, und im Jahr 2011 ist dieses Problem der Jugendarbeitslosigkeit so gewesen, dass unsere Unternehmen, unsere Genossenschaften Probleme hatten, Auszubildende zu finden. Das heißt, die Nachfolge für ihre eigenen Unternehmen zu sichern. Daraufhin ist der Verband, der ja für seine Mitglieder zuständig ist und Interessenvertretungen macht und Lösungen finden soll, hingegangen und hat ein Projekt entwickelt. So. Die Struktur sehen Sie hier, dazu komme ich jetzt aber noch, welche dazu dienen soll, das Unternehmen vor Ort mit den Jugendlichen vor Ort näher zusammenzubringen, eine Kooperation zu schaffen, welche für beide Seiten einfach nur Vorteile abbildet. Die Partnerschaft, die sehen Sie in der Mitte, das ist die Schule, und die Unternehmen vor Ort, das sind unsere Genossenschaften, das sind alles Privatunternehmen. Unsere Unternehmen, die nehmen Geld in die Hand und ja, welches sie an uns, an den Verband, sage ich jetzt mal, zahlen, weil wir dann in dem Sinne der Dienstleister sind. Wir arbeiten mit dem Westdeutschen Handwerkskammertag zusammen. Dort ist vom Schulministerium ein Lehrer abgestellt worden, der die Schulen vor Ort mit betreuen soll und das Projekt in die Schulen auch tragen soll. Das heißt, wir als Verband sind für unsere Unternehmen zuständig und dieser Lehrer vom Ministerium finanziert für die Schulen vor Ort. Wir arbeiten alle sehr eng miteinander zusammen und ja, schaffen diese Kooperation vor Ort, wo eine Schülergenossenschaft gegründet wird. Das heißt, eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern werden von einem Lehrer, der da natürlich für zuständig ist und das Ganze unterstützt, setzen sich zusammen. Es wird eine Geschäftsidee entwickelt. Das kann unterschiedlich sein. Wir haben Geschäftsideen, die sich mit Pralinenherstellung befassen oder Honig. Also Schulen produzieren dann ihren eigenen Honig. Wir haben Schülergenossenschaften, die haushaltsnahe Dienstleistungen erbringen. Zum Beispiel bieten sie Senioren Computerkurse oder so etwas an. Wir haben Schülergenossenschaften, die Gartenarbeit verrichten oder aber auch Schulmaterialien an der eigenen Schule verkaufen. Das heißt, wenn man irgendwie mal vor der Klassenarbeit einen Taschenrechner vergessen hat oder ein Lineal, dann kann man das vor Ort dann für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellen, die das dann kaufen.
wir ja, unterstützen halt anhand von Workshops und Materialien, die wir vorbereitet haben, bieten diese an und ja, es wird eine Satzung entwickelt, so wie bei einer echten Genossenschaft auch. Es wird ein Businessplan entwickelt, so wie bei einer echten Genossenschaft auch. Und Schülerinnen und Schüler gründen somit ihr eigenes Unternehmen, was sehr, sehr wichtig ist, weil man brennt immer noch am meisten für die eigene Idee halt. Und die Motivation ist dadurch dann natürlich auch gegeben. Sie übernehmen Leitungsfunktionen. Genossenschaften haben 3 Organe. Den Vorstand, das ist das operative Organ. Wir haben einen Aufsichtsrat, das ist das, die übernehmen halt der Aufsichtsrat, ja, der die Kontrollfunktion übernimmt. Und wir haben die Generalversammlung, welche dann das Entscheidungsgremium ist, sage ich jetzt mal. Das findet alles demokratisch statt. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Und diese unterschiedlichen Gremien und Organe werden zu 98% von Schülerinnen und Schülern gewählt und auch besetzt. Wir empfehlen immer, dass der Lehrer und ein Vertreter der Genossenschaft, dieses Unternehmens halt, mit in den Aufsichtsrat gehen, damit einmal die Kooperation gefestigt wird und dass man immer im Austausch ist. Und damit man natürlich dann auch von Unternehmensseite her so tief in dieser Schülergenossenschaft mit drin ist, dass man halt die zukünftigen Mitarbeiter, Praktikanten, Auszubildende, wie auch immer, dann natürlich auch jeden Tag, wöchentlich, monatlich, je nachdem, wie oft man zusammenkommt, dann auch kennenlernt. Ja, ich gehe wieder zurück, ich bin ein bisschen, genau. Ja, das ganze Projekt wurde über 3 Jahre hin evaluiert von der Fachhochschule Frankfurt auf ganz viele unterschiedliche Aspekte hin, Berufswahlreife, soziale Kompetenz, fachliche Kompetenz, da gibt es ganz viele tolle Ergebnisse, die da zusammengekommen sind. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist meiner Meinung nach oder unserer Erfahrung nach auch die Motivation und ja, den gleichzeitigen Spaß auch an der Arbeit und am Unternehmertum, was ja eigentlich damit vermittelt wird, der Schülerinnen und Schüler. Und dafür habe ich ein Video mitgebracht. Ich hoffe, dass man das auch parallel wirklich übersetzen kann. Das ist unser Imagevideo, welches meiner Erfahrung nach noch jeden begeistert hat. Ja, ich hoffe, dass wir dann hinterher auf jeden Fall in einen Austausch kommen. Ich habe heute während des Tages mitbekommen, dass natürlich in jedem Land unterschiedliche Voraussetzungen herrschen und ich kann natürlich nur für Deutschland sprechen, so wie wir sie dort vorfinden. Und, aber vielleicht kann man trotzdem an der einen oder anderen Stelle dann Ideen und Motivation oder Lösungen dann vielleicht gemeinsam dann auch erarbeiten. So, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Nein, das hat nicht funktioniert. Das finde ich einfach das Gute, dieses Gemeinschaftsgefühl, das macht mir einfach Spaß. Das ist sehr wichtig, das Gemeinschaftliche, das zusammen die Verantwortung auch zusammenzutragen, natürlich dann auch den Erfolg zu teilen. Also Positives sowie Negatives. Und man das auf die Beine stellen kann und einfach Sachen, die man immer als Schüler einfach nicht lernt.
Ja, also im Vergleich zu einer normalen Firma ist die Machtverteilung halt anders. Also es gibt nicht einen Besitzer, der hier alles zu entscheiden hat. Ich bin zwar Vorstandsmitglied und habe damit einige mehr Entscheidungen zu treffen als ein normaler Mitarbeiter, um das so zu sagen. Aber alle wichtigen Entscheidungen und auch wer Vorstand und wer Aufsichtsrat wird, trägt die Genossenschaft Vollversammlung, wird also jedes Jahr aufs Neue gewählt. Also es gibt keinen, der sagt, das wird jetzt so oder so gemacht, und die Schüler haben es tatsächlich hingekriegt, sich so unterschiedlich wie die auch sind und so unterschiedlich die Bereiche auch sind, in denen sie arbeiten, aber sie haben wirklich fast alles bislang im Konsens gemeistert. Ja, das wird ein Hauptbestandteil unseres Energiesparplans sein, den wir ausfinden. Ich fand generell interessant die Idee einer Schülergenossenschaft, und dann, als das dann darauf hinauslief, dass wir jetzt so Energieberatungen machen, das erschien mir ganz sinnvoll, und ja, ich hatte Ideen, wie ich mich damit einbringen kann. Wie gesagt, die Website und ein bisschen Texte schreiben. Das ist sehr dynamisch insgesamt, und wenn ich dann sehe, mit was für einer Kompetenz die Schüler mittlerweile an ihre einzelnen Aufgabenbereiche herangehen, da bin ich selber doch sehr überrascht. Ja, sieht man schon, die sind auch ziemlich verzogen. Vielleicht Einfachverglasung. Wir begleiten das bei den Schülergenossenschaften als Verband, weil wir eben spartenübergreifend Verantwortung haben und weil wir auch spartenübergreifend dafür sorgen wollen, dass Schülerinnen und Schüler mit allen Bereichen von Genossenschaften in Kontakt kommen. Das hat halt alles eigentlich damit angefangen, dass wir gefilzt haben von der Wolle, von den Schafen hier. Und aus der Schafswolle kann man eigentlich alles machen, was einem einfällt. Wir haben jetzt zum Beispiel Taschen gefilzt und Handpuppen gefilzt. Also man kann auch Jacken, Schuhe filzen. Und inzwischen haben sich auch schon Achtklässler und Neunklässler dazu gesellt und kümmern sich auch mit um die Schafe und um die Pilze. Also wir als Partnergenossenschaft sind natürlich erstmal hingegangen und haben den organisatorischen Rahmen geschafft, die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, auch die Gründung dort durchführen lassen. Die Presse ist gekommen und es gab dann eine große Pressekonferenz nach der Gründungsversammlung. Wir kümmern uns um Gartenpflege und Landschaftsbau. So, wie wir hier im Hintergrund sehen, wir pflanzen Bäume, mähen Rasen und machen halt alles, was so im Garten anfällt. Natürlich soll am Ende auch sagen wir mal, eine erfolgreiche Geschäftsidee bestätigt werden. Und das ist eben meist der Fall, in dem man Gewinn macht. Andererseits muss man sagen, es geht mehr um das Schaffen, ich sage jetzt mal, von Werten. Ne? Also ohne das jetzt symbolisch zu überhöhen, ne? Aber man sieht etwas, was man getan hat. Nicht? Also in dieser Perspektive, wir schaffen hier was auch in 20, 30, 40 Jahren noch betrachtbar ist. Das ist schon schön. Ne? Ja. Das Grüne kommt nach oben. Wir haben ein ziemlich breites Spektrum, was wir hier anbieten. Das geht von einfachen PC-Reparaturen bis über Druckaufträge bis zu ganzen Netzwerken, die wir einrichten. Und unser Hauptauftrag ist, dass wir hier in der Schule das Netzwerk warten und instand halten. Viele der ehemaligen Mitarbeiter sind jetzt in großen deutschen Unternehmen für den IT-Bereich zuständig. Also die Schüler sehen auch, dass wenn man hier arbeitet, wird man Erfolg haben. Und durch dieses Genossenschaftsprinzip konnten wir die jetzt auch nochmal rechtlich und formal an uns binden. Das heißt, wir haben die angeschrieben und alle unserer ehemaligen Mitarbeiter, oder sehr viele, sind auch zu Genossen geworden und haben jetzt praktisch dann auch einen Anteil an dieser Firma. Geahnt habe ich es schon immer, jetzt wurde es bewiesen, dass die Schüler durchaus eine eigene Kompetenz besitzen, die an Fahrt aufnimmt, wenn man ihnen mehr Möglichkeiten gibt, das auch zu beweisen. Alle arbeiten zusammen oder unterstützen zusammen ein Projekt, das dann immer erfolgreicher wird. Wir produzieren Schokoladenspezialitäten und verkaufen die eben dann im Kiosk oder auf Weihnachtsmärkten, zum Teil auch in der Volksbank, das ist auch unser Partner. Zartbitter zum Beispiel 33 Grad müssen wir am Ende haben, bevor wir die in die Form bringen.
hier die Tafeln, normalerweise gehen die sehr gut hier aus der Form raus. Ja, gerade nicht so gut, aber die sehen dann, wenn sie ganz sind, sehen die dann so aus, ungefähr, also von den Formen her. Ja, das macht natürlich Spaß zu sehen, wie vielfältig die Ideen sind, wie viele Projekte sich die Jugendlichen ausgedacht haben und wie intensiv sie dadurch auch lernen. Also sie lernen ganzheitlich und sie lernen nachhaltig. Und das ist natürlich für die Schulministerin ganz toll. Das stärkt auf jeden Fall die Schüler, die Schülerpersönlichkeiten, und ich kann jedem nur sagen, nicht so lange nachdenken, kompetenten Partner suchen und machen. Ich hoffe, dass das relativ gut rübergekommen ist und auch die Vielfältigkeit unserer Schülergenossenschaften und wie ernst wir auch die Schülerinnen und Schüler nehmen im Rahmen dieses Projektes, weil wir sie auf eine Ebene mit den Unternehmen stellen. Also es ist keine, wir nennen sie zwar Patengenossenschaften, aber im Prinzip begegnen die sich auf Augenhöhe. Es werden Aufträge erteilt und erfüllt, alles auf gleicher Ebene. Wir haben mittlerweile ungefähr um die 80 solcher Partnerschaften initiiert und umgesetzt. Wir sind an jeder Schulform in Nordrhein-Westfalen damit vertreten, von der Förderschule bis zum Berufskolleg. Und daran kann man auch erkennen, dass dieses Projekt sehr flexibel ist und dass man das an jede Voraussetzung, sage ich jetzt mal, die man vor Ort findet, auch anpassen kann. Und wie das im Einzelnen funktioniert, ich glaube, ich bin schon so ein bisschen drüber von der Zeit, ich weiß es nicht, würde ich Ihnen sehr gerne erzählen, aber vielleicht können wir das dann gleich innerhalb der Diskussion, wenn Sie Fragen und Interesse dann halt haben, dann im Rahmen der nächsten Diskussion dann klären. Ja? Gut. Dankeschön. Hvala lepa, gospa Kaliopi, za to izkušnjo, za ta vpogled v šolske zadruge. Zdaj pa vabim gospod Katrin, da nam spregovori o primeru dobre prakse iz njene države, iz njenega okolja. Izvolite. Firstly, I would like to express my satisfaction of what are they doing in Germany. It is one very good practice, which of course can afford to be implemented in their country, as they're one more developed country and are in extremely difficult, different situation than it is the situation in Bulgaria, in Slovenia, in the not so developed countries. So what we can do is to take the good examples and maybe to adapt at the highest extent in our countries. What I would like to share with you, firstly, before all the good practices, can I ask somebody to switch my presentation? I'm sorry, I forgot. It is open. The trade union solutions. Yes, thank you very much. Firstly, I would like to do one clarification because in frame of this seminar, I understand that maybe we don't make the difference, or maybe from legal point of view it is different. For example, in my country, there are totally different terms. The definition for self-employed, the definition for entrepreneur, and the definition of freelancer. In my countries, these are three totally different things. In my country, the entrepreneur is person who is seen as an employer.
And I can give you, for example, one very good practice. Not only with my trade union, I can give you an example with Romania, for example. I know that in Romania they find a way to support young people. They're giving to them around 20,000 euro as a bonus if you are an entrepreneur and you want to open a business on your own. The only thing which they want from them is to employ another young person, 2 or 3 young persons in their own company. And thus, in Romania, they firstly are raising the employment rates, and secondly, they are supporting the entrepreneurs, but as an employers. After this, I would like to share with you the fact that our trade union, because we are nationally representative and we are a strong trade union, we try to be much involved, as much as it is possible to be involved in the policy making, because if you want to have a high result, you must represent your voice. And in order the young person's voice to be heard, we try to represent them in the highest extent. Around 25% of our young workers, of our membership, is persons under the age of 35. And these persons were not active, just like in your country, till 6 years ago. 6 years ago, we reshape our approach toward them, and we adopt a new resolution on young people, on their precarity labor contracts and forms, and we totally include a change in our structure to our youngsters, because typically in the trade unions the persons are separated by their professions in federations. But on the other hand, if you're a young person, you have different interests, not just like your adult colleagues. So we propose them to make their own clubs according to their profession, but also to their interests and to their location. For example, we have clubs which are totally literature clubs. And inside they are speaking about their interests, and if they need a consultation which is juridically legal or on their working rights, they have the possibility to have it for free from us. Also, the other thing for which I would like to talk is about the educational reform, for which I already tell you, but I told you very briefly. This educational reform, the base from it, the reason was that in 2013 we had 26,000 school dropouts, which is one very impressive amount of persons who are not competitive in front of the labor market. We already realized then that the education is one of the most important keys, one of the most important solutions to combat this youth unemployment. And we start to implement the Youth Guarantee Scheme, which I know that it is implemented, I think, in all member states in the European Union. This Youth Guarantee Scheme, of course, in some countries is covering the people till 25, in some countries the people till 29. Regarding the education, I would like just to point out that we had a few problems with our youngsters, and one of the problems which you didn't discuss during this seminar, is the shortage of the students in the schools. For example, we have vocational schools, but nobody wants to study in them. So we have so many cases in which we are covering all schools, all specialities, because there are no students for them.
On the other hand, we have very high competition for entering in the university and to study business administration or some modern specialities, and after this, these young persons, they don't have where to realize because the job offers are limited. Interesting number is that our workforce decreased with 35,000 persons every year. What I can tell you that I already told you about the educational reform which we are trying to implement and which we are preparing. We are doing it because I don't know if you are aware with the fact that during the communism in our country we had only vocational schools, and after the end of the communism we did already one educational reform, closing these vocational schools and introducing the language schools, language high schools. So going outside from these language high schools, our young persons, in contradiction to the students from Germany and Austria, they don't have any skills acquired. What do we do in the trade union is to make the connection between these high schools and the employers, because via our social dialogue we are also making some very good connections with the employers' organizations, with the nationally representative at least, and through these connections we are implementing different projects via which these students finishing their gymnasium, their high school, can directly start to work for an employer, and during their gymnasium they are working for 3 or 4 hours after school, because we were in our country till the previous year the education was half day. So the other half of the day they have the possibility to work or to study and to combine the two things. Also to gain vocational skills. Exactly with this argument, to raise the vocational skills, our youth structure make the change inside, and we start more actively to work also with universities. As a few months before we had an elections, and on these elections, for first times in the trade unions in Bulgaria, we introduce new persons to the governing body who are coming from the university organizations. Because exactly the university organizations is very not reached area of young people who must be informed about what they can do. On the next slide, you will see one very good practice, as we are working together with the ministry who is responsible for the youth problems. Here you can see a map of the problems which we did before preparing the Youth Guarantee Scheme implementation plan. We use this map as a base for preparing our policies, because if you want the policy to be adequate, you must know what are the interests and the main problems of these young people according to the different regions. Because in my country there is also internal migration. I mean that the youngsters are living predominantly in the big cities. So the problems in the big cities of the young people are totally different from the problems which have the young people in the small villages and in the small cities. Their interests are different, and in frame of this project we had the possibility to see what are their problems. On the next slide you will see the other approach which we implement, and which was one of the better approaches. This is an assessment. We made it twice, on every 2 years, I think, or on every 4 years, I'm sorry. We research what are
on the same map what are the professions in which the employers need new staff in order not to have so many administrative workers, but to have also people with concrete professions, and these people to fulfill the gap on the labor market. So on base of this assessment, which is nationally represented, and we made it together with the employers' organizations, the employers are telling in the different regions which professionals do they need. According to this, we start to prepare our educational reform, and we disseminate this assessment to the universities in order these universities to propose specialties corresponding to the employer's necessities. Here are the different positions and what it occurs in our country. Of course, as in every country, the IT sector is the most is the bigger sector which have a demand for workers. I told you that they even made their own tailoring academy in order to train their own workers, as the university are not doing it in the necessary amount. Also, on the next slide, you will see concrete measures which we implemented in order to combat the youth unemployment and the practices of employers to manipulate them. But in frame of all these measures, there are also employers who fired their regular workers on permanent contracts in order to hire them after this via the proposed by us programs and schemes. Because for the employers it is cheaper to hire a person when the state and the trade unions, the state budget, is paying the minimum salary for him, and the employer is only paying the other, the difference. So this is one very vicious practice which we try to combat now. These are main measures which we implement. These are trainings for acquiring professional qualification for more than 5,000 young people. Of course, we had another one measure which name was I Can, and I Can Achieve More. We implemented in frame of 8 years, and via this project many persons till 35 had the possibility to acquire new vocational skill. For example, I wanted for free to study a language and to have a degree for it. My brother acquired a driving license for free from the state in order to work for it. And it was one of the most popular schemes in the country, because the persons gain additional qualification after work, for 1 hour or for 2 hours after work on the state budget. And of course, with European financing. After this, we support to find for job seekers to find their first jobs. And the estimation is that we help for these 2 years, from 2014 till now, to 43,000 young people to get into the real economy for first time. Here are the other part of the measures. The youth employment program, which stimulate around 8,000 employees and workers under the age of 29 to work. Also the different services which are provided by EURES, via which many people have the opportunity to gain individual services, and under individual service I mean individual consultations on which direction to develop it professionally, for example. Also,
I can share with you the fact that over here, this is one very small project which it does not cost to us almost anything, because we are a trade union, we have already very good developed network among the territory of the country, and we simply ask our youngsters, do you know about the Youth Guarantee, for example, because this was at this moment the most developed scheme for promoting their employment. We ask them, and over 60% of the people respond that they have never heard about it. Even the unemployed one, they respond that they don't know about it, that they go in the labor office and nobody is telling about these possibilities. After this, we made some consultations with the ministry, and at the end of these consultations and negotiations, we succeed to achieve a representative in the labor offices, in every labor office, who is responsible for the consultations of these young persons on the Youth Guarantee and on all of the schemes which the state is proposing to them. And because I heard from the 2 days consultations and from the 2 days lectures, I heard that in your country the young people do not believe in the institutions and in the trade unions. I thought also on the lunch that I'm from family in which the one person is employer, my husband is employer, I'm a trade unionist. And even he is claiming that he's social responsible employer, he's perfect, and he's giving all opportunities to his workers. After I spoke with them, the situation is totally different. I mean that if you want to have an effective feedback with your workers and to have a happy worker who is effective worker, you must have a good consultation with them and a good communication. And this communication could be fulfilled only by the trade unions or from somebody from the outside. Also, for so many years, I tried to convince my husband that if you are a social responsible employer, you must be assessed by somebody outside that you are a social responsible employer, because it is not serious to claim that you are a responsible employer without knowing what are the minimum rights, the minimum necessities, and the minimum level of working conditions which you have, you must give to your workers. This is our last table, which is round table on the Youth Guarantee. We are doing it every year since the start of the implementation, because every year we are attracting new youngsters. These young persons, also from the universities, had the possibility to present over there. And after all of these practices, we are sending to these young persons special presentation and brochures and leaflets via email with information on all the possibilities which they have to acquire new skills, to be assessed, to get a degree for the new acquired skills, neither if the skills are acquired in precarious work or via the working arrangements. So this is just an example of what we are doing, and after telling you what were the results, the fastest unemployment rate is decreasing in our country. I think that I'm sure that they are working. Also, I would like to tell you finally that the situation definitely become better in the moment in which the governors of our trade union gave us the possibility to have a national body for negotiating in the social dialogue.
I know that in Poland they did the same in the near past. And when you have a national body which is obliging the employers to negotiate with you and the policymakers to hear you, then the things become easier because you can make policies and you can implement them effectively. So also we have monitor committees in order to monitor and to control the implementation of these policies. They are not only formal. Thank you very much. Hvala lepa, Katrin. Zdaj pa vabim še Rosvito, da predstavi svojo predstavitev, potem pa bomo šli še na besedo z vami, oziroma vašo besedo, vaše vprašanje in komentarje. Mogoče prosim samo nekoga, če lahko izklopi tale projektor. Tam je gumb. Aha, tam je gumb, ok. Sklop možno. Ja, liebe Freunde, ich habe jetzt kein Best Practice aus Deutschland, deshalb habe ich die Kollegin mitgebracht, die hier als erstes gesprochen hat. Aber ich würde mir schon wünschen, für das, was ich Ihnen gerne sagen würde, dass ihr alle mal euch in die Rolle eines Lehrers schlüpft. Wir haben ja welche, die können jetzt hier Vorreiter sein. Ne? Also es ist schon nachdenkenswert. Da gibt es seit vielen Jahren EU-Programme, zeitlich bedingt auch vor der Wirtschafts- und Finanzkrise, mit dem Ziel, die immens hohe Jugendarbeitslosigkeit zu reduzieren. Seit 1990 soll ein höheres Beschäftigungsniveau erreicht werden, wo die Priorität damals schon bei der Jugendarbeitslosigkeit gelegen hat. 1997 die Europäische Beschäftigungsgarantie als europäischen Ordnungsrahmen für die Arbeit. 2000, wir erinnern uns alle, die Lissabon-Strategie mit einem kleinen Baustein Jugend in Aktion, da haben verschiedene teilgenommen. 2010 die Wachstumsstrategie Europa 2020 mit Bekämpfung der Armut und mit besserer beruflicher Ausbildung und da wiederum ein Projekt, ein Programm Jugend in Bewegung. 2012 das Beschäftigungspaket. Nennung beschäftigungsfördernder Maßnahmen, die Förderung von Schaffung von Arbeitsplätzen, das A und O unserer ganzen Diskussion. Der Europäische Sozialfonds wurde eigens dafür aufgestockt. Die Steigerung der Arbeitsmärkte durch mehr Dynamik von Arbeitsflexibilität, unser Thema gestern und heute. Lebenslanges Lernen, da haben wir drüber diskutiert, aber auch in die Investitionen in Qualifikation. Es gab damals die Gesetzgebung der Arbeitnehmerfreizügigkeit, vieles war in Bewegung zu diesem Moment. Es gab aber auch die stärkere Koordinierung und multilaterale Überwachung der Beschäftigungspolitik. Endlich hat man mal ein Monitoring in Brüssel eingerichtet, um auch Ergebnisse zu sehen. Man wollte den sozialen Dialog stärken und brachte die Europäische Ausbildungsallianz auf das Tapet. 2013 dann die Jugendgarantie, worüber Katrin auch gesprochen hat, was in einigen Ländern sehr erfolgreich ist, aber auch in anderen Ländern wiederum nicht. Das sind nämlich genau die Länder, die noch an Strukturreformen zur Implementierung dieser Jugendgarantie arbeiten müssen, wie zum Beispiel Spanien. Das ist also eine langfristige Geschichte. Und wie sieht die Situation heute aus? Die Europäische Kommission hat an vergleichbaren Indikatoren gearbeitet und die letzten Studien, die belegen, nach wie vor ist die Jugendarbeitslosigkeit alarmierend hoch
2014 bei den 15- bis 24-Jährigen im Bereich im Durchschnitt von 22%. Es bleibt also eine große Herausforderung. Natürlich gibt dieses Ganze, was ich bis jetzt erwähnt habe, Anlass zum Nachdenken. Warum kommen diese Programme so schwer in Gang? Warum muss so viel geschehen? Wo liegen die Hindernisse, die es einfach nicht zulassen, dass junge Leute in Arbeit kommen? Vielleicht liegt es an der immens hohen, intensiven Antragstellung in Brüssel. Vielleicht liegt es aber auch daran, an der Angst, nicht alles ordnungsgemäß zu machen, weil man ja anschließend Gelder gestrichen bekommt, die vorher zugesagt waren, wenn alles gut läuft. Ich möchte aber gerne noch etwas hinzufügen, und zwar von Josef Stieglitz, dem Nobelpreisträger für Wirtschaft, ein Amerikaner, den möchte ich gerne zitieren. Und ihr merkt schon, ich bin mit meinen Ausführungen etwas horizontal. Die Jugendlichen, so sagt er, sind das Opfer der Verfehlungen des Finanzsektors und seinen Folgen. Die Tatsache, dass Märkte nicht so funktionieren, wie sie sollen, da sie offensichtlich weder effizient noch stabil sind, und die Tatsache, dass das politische System das Marktversagen damals nicht korrigiert hatte, sind wesentliche Ursachen. Und er konzentriert sich auf das hohe Maß an Ungleichheit. Dieser Begriff ist, glaube ich, gestern und heute nicht so oft gefallen, aber es ist eine Kernaussage, die uns als Menschen, die einen Gerechtigkeitssinn in uns integriert haben, denn dann direkt auf die Palme bringen. Also er konzentriert sich auf das hohe Maß an Ungleichheit, was wir heute antreffen. Und ich zitiere ihn weiter aus seinem 2014 erschienenen Buch Der Preis der Ungleichheit. Ressourcen liegen in gewaltigem Umfang brach. Also es gibt sie, aber sie werden nicht genutzt. Und zwar die Arbeitnehmer, die nicht genutzt werden bzw. nicht ausgelastet sind. Und die Unfähigkeit des Marktes, Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, das ist das schlimmste Marktversagen, die größte Quelle von Ineffizienz und eine Hauptursache von Ungleichheit. Das bringt mich zu der Einstellung und vielleicht auch Sie, dass es neben diesen vielen kostenintensiven, aber längst nicht erfolgsgarantierten Maßnahmen, die die EU und auch die Nationalstaaten anbieten, doch vielleicht sinnvoller sein kann, als junger Mensch selbst initiativ zu werden. Und das wiederum war das Thema von gestern und heute. Und es ist übrigens sehr schön, dass viele junge Menschen hier sind und über diese Situation reden, anstatt wie in den Jahren vorher bei den Leserseminaren überwiegend ältere Leute über die Jüngeren dann entschieden haben. Aber dieses Selbstinitiativwerden sollte geschehen auch, um sich von der späteren Abhängigkeit zu befreien, auf Politik bzw. öffentliche Gelder angewiesen zu sein oder aber auch auf die Arbeitgeber, die jetzt nicht so sozial eingestellt sind und die nur prekäre Beschäftigung für kurze Zeit anbieten. Denn das, liebe Freunde, ist keine Lebensperspektive, aber die braucht der junge Mensch. Und die braucht eine gesunde Gesellschaft und brauchen gesunde Demokratien. In solchen Situationen fühle ich mich zunächst immer auf mich selbst zurückgeworfen. Und ich möchte die Frage stellen, an welchen Stellschrauben kann ich denn persönlich drehen? Das heißt, meine eigenen Stärken versuchen zu erkennen und zu fördern. Heute zählen erhöhte Leistung, erstklassige Schulabschlüsse, Sarah hat davon berichtet, ein starker Ellbogen und ein immenses Tempo. Und das sind alles Dinge, die uns früher oder später kurzatmig werden lassen und auch zur Marionette machen. Digitalisierung suggeriert uns
Computer können alles. Immer mehr Wissen und Kompetenz wandert in automatisierte Systeme und damit ändern sich die Anforderungen in einer gleichzeitig immer komplexer werdenden Arbeitswelt. Das heißt dann aber auch, dass Anpassung an sich stetig wandelnde Prozesse, an Offenheit, an Neugier immer wichtiger werden. Wir sollten dagegen überlegen, was ein Computer nicht kann. Und da lohnt es sich, ein direkter Blick auf den jungen Menschen zu werfen und auch auf sein Umfeld, auf sein Elternhaus, auf die Schule. Worauf möchte ich hinaus? Es wurde auch erwähnt, gestern und heute. Eigentlich ist es etwas Grundlegendes, etwas Natürliches und Emotionales, aber in vielen unseren Gesellschaften bereits verdrängtes, aber doch sehr wirksames Element. Ein Mensch im Kindesalter besitzt Fähigkeiten, die anscheinend irgendwo während der Studienzeit weitestgehend abhanden gekommen sind, die uns aber in unserer Persönlichkeitsbildung und Berufsfindung ganz gut zu Gesicht stehen. Und jetzt komme ich mal wieder zu den Lehrern. Ein Professor in der Universität hat seine Studenten am Schluss des Semesters gefragt, was ist das und was kann ich damit machen? Es ist eine Büroklammer. Die guckten ihn verdutzt an. Ja, Papier zusammenzuhalten. Und das ist doch das Einzige. Ja gut, ein Grundschullehrer, erstes Schuljahr, stellt seinen Kindern, seinen Schülern die Frage, was ist das? Und was kann ich damit machen? Die Köpfe wurden rot, so hieß es in dem Text, und die haben losgeredet. Haben gesagt, ich kann damit in der Nase bohren. Ich kann damit die Ohren sauber machen. Ich kann aber auch, wenn ich da vorne was dran mache, mir das beste Stück vom Kuchen rausziehen. Ich kann aber auch die Freundin, die vor mir sitzt, in den Po pieksen und sagen, das war mein Nachbar. So, alles solche Sachen, und man kann natürlich Papier damit zusammenhalten. Worauf ich hinaus will. Kreative Originalität ist gefragt, auch wenn man im Hinblick auf einen späteren Beruf sich seine Gedanken macht. Vielleicht auch etwas Sinn für Humor. Was auch wichtig ist. Konstruktiver, freudiger Wille. Das, was wir unbedingt im Beruf und in unserem Privatleben brauchen. Lernen, Initiativen zu ergreifen, die auf andere ausstrahlen. Einen Gemeinschaftssinn entwickeln, der andere mitnimmt. Ein gewinnendes Erscheinungsbild an den Tag legen, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die neue Nike-Schuhe, die jemand haben muss. Sie wissen, was ich damit meine. Oder ein ausgewogenes Selbstbewusstsein. Sonst wird es wirklich schwierig, einen guten Job zu finden. Oder wie wäre es mit einer Vorfreude auf die eigene gute Zukunft? Oder eine positive Haltung zur Vielfalt des Lebens. Es gibt so viele Querelen derzeit. Oder eine liebende Grundhaltung zu Menschen, die wir heute auch immer seltener finden. Der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk hat mal gesagt, den Satz, den habe ich mir vor Jahren mal aufgeschrieben, Bildung ist Vorfreude auf mich selbst. Und ich möchte es mal ganz simpel ausdrücken. Wie wäre es eigentlich mit glänzenden Augen, die wir an den Tag legen? Alles das wird
in der Schule meines Erachtens nicht zielbewusst gefördert. Zumindest ist es schwierig in deutschen Schulen oder Universitäten. Die Lehrer sagen zum Beispiel, wir sind eigentlich heruntergekommen zu einer Reparaturwerkstatt. In der Grundschule müssen wir das reparieren, was das Elternhaus nicht geschafft hat. Die weiterführende Schule repariert das, was hätte in der Grundschule geschehen können und so weiter und so weiter. Wollen wir eigentlich das Leben bejahende Menschen oder wollen wir ausgebildete Menschen? Und da ist natürlich nur eine Antwort möglich, am besten beides. Aber das Erste sollte grundlegend sein. Und im Grunde sind dies alles Merkmale, die sehr, sehr gut zu unserem christlichen Menschenbild passen. Und nun möchte ich das, was ich erwähnte, in Verbindung setzen zum abhängig beschäftigt sein bzw. unternehmerisch tätig sein. Ich meine jetzt nicht dieses Self-Employment, die negative Aspekte hat, die wir auch herausgearbeitet haben, sondern einfach von Grund auf unternehmerisch tätig sein. Die erwähnten Eigenschaften könnten auch zu der Überzeugung führen, dass man sich zum Beispiel selbstständig macht auf der Basis dessen, wo meine Interessen am stärksten sind. Und wenn es gut läuft, dann könnte ich ja später anderen Leuten einen Job anbieten. Das ist ja auch eine wesentliche Sache, dass man Arbeitsplätze schafft in sozialer Verantwortung. Und das natürlich mit einem ausdrücklichen, dicken Ja zum qualitätsvollen sozialen Dialog. Am besten, wie es erwähnt wurde, in der Solidargemeinschaft, zum Beispiel Genossenschaften, oder aber auch in Unternehmen, wo eine gute, strukturierte Mitbestimmung funktioniert, also ein Betriebsrat. Also es gibt Chancen, das wollte ich damit sagen. Und es wäre ja eigentlich optimal, ihr Lehrer, wenn man vom ersten Schultag an ein Bewusstsein für die zweite Lebensstufe, das Berufsleben, schaffen kann. Und dann gibt es auch bestimmt schon in dieser Zeit einen Weg dahin zur Berufsorientierung. Wie viele junge Leute, die interviewt wurden, als die Arbeitslosigkeit so hoch war, haben gesagt, wir haben überhaupt keine Orientierung. Kein Mensch in der Schule spricht mit uns darüber. Wir fangen bei -0 an. Und um vielleicht noch eins draufzusetzen, möchte ich erwähnen, es gibt ja auch in der Schule den Sozialkundeunterricht. Da müsste auch darauf hingewiesen werden, dass es ein soziales Ambiente ist, zum Beispiel mit einem Schülerparlament, was man regelmäßig wiederholt, wo man Schülern das Bewusstsein bekommen, dass sie auch eine soziale Komponente im Leben leben müssen. Ja, quasi ist das Leben sonst nicht möglich, nicht lebenswert. Und wir alle wissen, Arbeit ist für den sozialen Zusammenhalt der Menschen außerordentlich wichtig. Arbeit ist nicht nur Erwerbsverdienst. Und Arbeit entscheidet über Lebenschancen, über einen kulturellen Zugang und über Integration. Das ist ein wichtiges Wort in unserer sich immer mehr spaltenden Gesellschaft. Arbeit bedeutet aber auch gesellschaftlicher Wohlstand, der dadurch geschaffen wird. Und dann, liebe Freunde, kann man es sich auch mal leisten, einen Müßiggang einzulegen. Das war das, was ich Ihnen gerne vermitteln wollte. Vielleicht den Tenor nochmal gerade in einem Satz zusammenfassend. Es sollte eine Aufforderung sein vom reaktiven Verhalten zum aktiven Verhalten, zur Partizipation in unseren Gesellschaften. Dankeschön. Zelo nagovarjajoče. Moram reči, da je kar nepravično do vas treh, no, da smo zdaj po kosilu na vrsti, ne, ko je ponavadi najtežje poslušati. Ampak hkrati pa so me vaši prispevki zelo nagovorili. Če samo na kratko obnovim, ne, kaj mi je najbolj ostalo ali pa kaj mi je najbolj nagovorilo.
Torej, gospa Kalliopi, preko zadrug, preko spodbude zadrugam, dijaškim zadrugam, mladim pravzaprav postaviti ogledalo in jim povedati, pokazati, da imajo kompetence, ne? In na nek način iz njihove iskrice zakuriti kar ogenj, ki jim potem pomaga to kompetenco tako razviti, da lahko od nje živijo oni in njihova družina v aktivnem poklicnem obdobju. Ne? Hkrati, kar je pa zelo pomembno, najdejo pa lahko svoje poslanstvo tudi, ne? Skozi različna področja, s katerimi se zadruge ukvarjajo. Katrin, mene je zelo nagovorilo to, da če hočeš na pravi način ali pa na dober način odgovoriti na težave mladih, potem moraš najprej vedeti, kakšne težave imajo in na drugi strani, če hočeš delodajalcem, da bi delodajalci zaposlili mlade, moraš najprej njih vprašati, kaj sploh potrebujejo. Ne? Zdaj pa vidimo v številnih državah ta razkorak, da izobraževalni sistem ali pa mogoče politika, ki ga usmerja, ne vpraša delodajalcev, kaj potrebujejo. Mlade pa tudi redko kdo vpraša, kaj pravzaprav so njihove vizije, njihove želje, njihove možnosti. In pa Rosvita, hvala lepa za ta moder zaključek, pravzaprav tule pa vidim v vašem prispevku veliko modrosti, ta spodbuda k veselju, k pozitivnemu pristopu, ki nikakor ni naivna, marsikdo bi lahko rekel, to je čisto naivn pristop, s tem se ne da nič rešiti. Sam osebno se s tem ne strinjam. Jaz moram reči, da v mojem osebnem življenju so mi dali recimo skauti ogromno tega. Tega pozitivnega pristopa, learning by doing, kar bi lahko rekel, da je tudi nekako povzetek vaših prispevkov. In ta modrost z merom in optimizmom in seveda realizmom tudi pristopiti k temu vse, kaj je še pred nami. Dejansko niso samo mladi v takem položaju, ampak smo vsi. Tudi jaz, ki imam že 10 let delovne dobe, pravzaprav ne vem, kaj me čaka jutri ali pa pojutrišnje. Razmere v družbi so tako spreminjajoče se, da smo pravzaprav vsi skupaj na tej ladji. Bodi dovolj, iz moje strani, zdaj pa vabim vas, udeleženke, udeleženci, k vprašanjem, komentarjem za naše 3 gostje. A ste opazili, da smo se kar zanimivo skozi seminar spolno razdelili na okrogli mizi sami moški, zdaj jaz imam same ženske, predtem smo tudi imeli same ženske. Ampak ni nič načrtnega v tem, to je čisto na ključe. Izvolite. Ja, pozdravljen, jaz Tele, ja. Jaz sem Klemen Gruden, ekonomist. Za te zadruge bi vprašal, kakšen status imajo dijaki, ko delajo? Hvala. Mogoče poberemo zdaj, če je glede zadrug, nekaj vprašanj, a se strinjate, poberemo nekaj vprašanj glede zadrug, da gospa Kalliopi potem mogoče te zadeve strnjeno odgovori, da ne drobimo preveč. Torej, a ima še kdo glede zadrug? Tone je rekel, prosim, Jani. Vprašanje v zvezi z zadrugami, ali cel razred predstavlja eno zadružno podjetje, oziroma kakšna je velika skupina, ki sestavlja generalno skupščino, ali delajo ti dijaki več let v isti zadrugi, ali je to omejeno na 1 leto, recimo, ko delajo en proizvod in ga tržijo, je časovno to omejeno, in kako je z davščinami, kako je s plačevanjem davkov od prodaje. Nikolaj, si ti imel na temo zadrug? Bolj na razviti. Potem bomo počakali na naslednji sklop. Okay. Klemen, imaš ti na zadruge? Ja, jaz bi samo na zadruge še dopolnil Antona. Zanima me, ali je mora država sprejeti kakšno posebno zakonodajo ali pa kakšne druge regulative, da se je to sploh omogočilo, da so zadruge lahko v šolah. Dobro, hvala lepa vsem. Torej,
Calliope vas vabim k odgovorom na ta vprašanja v zvezi z zadrugami. Ja, ich fange einfach vorne an mit der ersten Frage. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Status gemeint, welche Rechtsform, ob das eine juristische Person ist oder was genau ist mit Status dann gemeint? Torej, če bom, upam, da bom pravilno povzel, Matjaž, predvsem ga je zanimalo konkretno, kakšen je status tistega dijaka, ki sodeluje, dela v zadrugi. Torej, ali je on zaposlen, se mu plačujejo socialni prispevki, ali je dijak, ali je oboje, imate v Nemčiji mogoče pravno to kak mešani status. To, a sem pravilno povzel? Ja, okay, also das gesamte Projekt ist, das geht dann auch ein bisschen noch in die anderen Fragen noch mit rein, ein anerkanntes Schulprojekt. Das heißt, Schülerfirmen sind in Deutschland generell als anerkannte Schulprojekte etabliert und dienen hauptsächlich halt der ökonomischen Bildung. Das heißt, Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit, mit Geld umzugehen, Verantwortung zu übernehmen und in diesem konkreten Fall ist es auch so, dass es ein Schulprojekt ist, das unter der Trägerschaft der Schule stattfindet. Das heißt, die ganzen haftungsrechtlichen und ökonomischen Dinge und so weiter, das wird alles über den Schulträger mit abgebildet und dadurch, dass es in dieser genossenschaftlichen Rechtsform stattfindet, ist es auch so, dass die Schülerinnen und Schüler in dieser Generalversammlung selber entscheiden, ob sie sich einen Lohn auszahlen möchten, ob die Gewinne, die am Ende des Jahres zusammenkommen, für soziale Projekte investiert werden, in das Unternehmen selbst wieder reinvestiert werden und ja, und von daher ist jeder einzelne Schüler seinen Kompetenzen, seinen Interessen und seinen Möglichkeiten entsprechend in dieser Genossenschaft tätig. Das heißt, man hat den Vorstand, man hat den Aufsichtsrat, man hat in der Schokoladenproduktion zum Beispiel Leute, die in der Produktion arbeiten, die haben Marketingpersonen, die Marktforschung an der Schule machen. Was interessiert euch Schüler denn? Was möchtet ihr denn von uns haben? Was erwartet ihr von einer Schülerfirma? Wir haben Schülerinnen und Schüler, die dann innerhalb dieser Schülergenossenschaft für die komplette Finanzierung, also Buchhaltung, zuständig sind. Und das wird alles in dieser Zusammenarbeit mit der Unterstützung der Lehrer, von uns, vom Verband, von der Partnergenossenschaft, die dann natürlich ökonomisch einfach sehr viel mehr im Thema sind als ein Lehrer, der nur theoretisch etwas vermitteln kann. Und auch dieser Bezug zu einem externen Ökonomen oder Wirtschaftsunternehmen, man nimmt so als Schüler, glaube ich jetzt zumindest, nimmt man so eine Person auch ganz anders wahr, als einfach nur der Lehrer, der einem da vorne irgendetwas erzählt. Ja, ich hoffe, ich habe damit die Frage des Statuses beantwortet. Ist das okay? Mogoče še malo pojasnimo, ker se mi zdi, da ni odgovorila. Ja, mogoče čisto konkretno. Torej, če sem prav razumel, so dijaki potem imajo status dijaka, to niso zaposleni, če pa si izplačajo dobiček, recimo, pa se jim to nekako verjetno po vaši zakonodaji davčno upošteva, oziroma ali so verjetno družine njihove potem davčni zavezanci za dohodnino. Če zaslužijo 10 evrov in se jih izplačajo, ne kot dobiček, kot dohodek iz dela, kako je to davčno obravnavano? To je bilo mišljeno kot status. In Deutschland ist das so, dass Schulprojekte oder Schülerfirmen
wirklich konkret vom Finanzamt anerkannt sind und von der Umsatzsteuer befreit sind, bis zu einem Betrag von 30.000 und ein paar zerquetschten Euro. Wir haben Schülerfirmen, die über diese Grenze hinaus gekommen sind. Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Entweder man ändert das ab, dass man unter dieser Grenze bleibt, weil ich glaube, soweit ich weiß, ist es, wenn man 3 Jahre in Folge diese Grenze überschreitet, muss man Umsatzsteuer abführen. Dass man unter dieser Grenze dann bleibt. Man kann eine echte Genossenschaft daraus gründen. Dafür braucht man aber dann natürlich volljährige Personen, die dann auch juristisch, sage ich jetzt mal, haftbar gemacht werden können. Das sind dann in der Regel Lehrerverbände oder der Förderverein der Schule oder Eltern. Haben wir auch Beispiele. Oder man geht dann so weit, das haben wir jetzt an einem Berufskolleg, ein kaufmännisches Berufskolleg, wo man sowas auch erwarten kann, die dann tatsächlich die Umsatzsteuer abführen. Also dann kommt man in Berührung mit diesen Rahmenbedingungen, die dann auch für echte Unternehmen gelten. Aber auch dort werden sie von uns als Verband dann unterstützt. Wir führen die Gespräche mit den Ministerien und vermitteln dann dort auch. Das Besondere vielleicht hier einfach nochmal an Genossenschaften ist, dass ein Mitglied in einer Genossenschaft gleichzeitig Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist. Also deswegen ist das vielleicht mit dem Status etwas anders. Also weil man ist ja an diesen Förderzweck gebunden. Viele Menschen tun sich zusammen, um eine Lösung für ein Problem, was man gemeinsam hat, zu finden. Und in Form dieses Unternehmens dann auch zu lösen. So. Okay. Zu den anderen Fragen. Das ist immer unterschiedlich. Das können die Schulen selber entscheiden, ob das in also klassengebunden ist. Wir bieten das Projekt ab Klasse 7 an, weil es ja mit sehr viel Selbstverantwortung auch verbunden ist. Und das geht dann bis zu den Berufsschulen, also Klasse 13, wo wir dann auch Volljährige im Projekt haben. Man kann es aber auch klassenübergreifend machen. Man kann es fächergebunden machen, also in Deutschland gibt es ganz viele Schulen, die das Fach Wirtschaft zum Beispiel anbieten, was dann entweder über 1 oder 2 Jahre dann auch gelten kann, wo dann eine Klasse das dann durchgeht. Aber das Besondere an diesem Projekt ist, dass es sehr, sehr nachhaltig angelegt ist. Es ist für mindestens 3 Jahre erstmal und das wird dann je nach Organisation, ob es jetzt von Klasse zu Klasse übergeben wird oder von Generation zu Generation. Das ist dann, wenn 3 Klassen in dem Projekt sind, dann ist es meistens so, dass die Schülerinnen und Schüler in den höheren Klassen diese operativen Tätigkeiten übernehmen, wie Vorstand oder Aufsichtsrat. Und dann werden die Schülerinnen und Schüler aus den jüngeren Klassen langsam angelernt und dann auch weitergegeben. Im Durchschnitt sind es ungefähr 25 Schülerinnen und Schüler, die aktiv in der Genossenschaft sind. Es können aber auch Eltern oder Lehrer oder die Partnergenossenschaft oder der Bürgermeister oder so etwas Mitglied werden in der Genossenschaft. Und jedes Mitglied muss natürlich auch seinen Mitgliedsbeitrag dann dort einbringen. Das heißt, die Schülergenossenschaft handelt komplett eigenständig, sie versorgt sich selber mit dem Eigenkapital und nur damit wird gewirtschaftet. Also es werden keine Kredite aufgenommen. Gut, die Partnergenossenschaft spendet manchmal als Anschubfinanzierung, aber typisch genossenschaftlich in Deutschland ist es so, dass man mit dem Geld, was man hat, halt unabhängig von Staat oder irgendwelchen Förderprogrammen oder so etwas bewirtschaftet. Und zu den Steuern hatte ich das ja schon gesagt, dass sie keine Umsatzsteuer abführen müssen und das ist auch mit dem Finanzministerium dann auch absolut im Einklang. Und wie gesagt, dadurch, dass Schülerfirmen schon seit Jahren in Deutschland etabliert sind und anerkannte Projekte an Schulen sind, musste der Staat diesbezüglich
weder etwas ändern noch irgendwie anpassen. Das Einzige, was wir halt haben, wo wir auch sehr dankbar sind, ist, dass unsere Schulministerin, die auch in Filmen zu sehen war, die Schirmherrschaft des Projektes übernommen hat und ja, man dadurch natürlich auch mit dem Logo des Ministeriums viel leichter an die Schulen kommt als souveränes Projekt dann auch, dass man halt nicht irgendwie in Form von Werbung oder irgendwie sowas dort auftritt. Ich hoffe, ich habe alles nur weitestgehend beantwortet. Ja. Hvala, Kalliopi. Klemen, imaš še dopolnitev? Samo vprašanje bi še imel. Na začetku svoje predstavitvi ste govorili tudi o podjetniških in kmetijskih zadrugah. A sem jaz to prav razumel, da so šolske zadruge to, o čemer smo se zdaj pogovarjali, podjetniške in kmetijske so pa te normalne zadruge, se pravi čist pravne osebe, ki delujejo na trgu odraslih ljudi, če tako rečem. Ja, also ich, nochmal vielleicht, wenn es vorhin nicht so klar geworden ist, wir als Verband sind ein Zusammenschluss unserer Genossenschaften. Das sind 700 Unternehmen, die entweder aus Banken bestehen, landwirtschaftlichen Genossenschaften oder gewerblichen Genossenschaften. Und wir als Verband sind Berater und Betreuer unserer Unternehmen. Und aufgrund dieser Situation, dass diese kleinen und mittelständischen Unternehmen sehr schwer an Auszubildende kamen oder kommen, sage ich jetzt mal, haben wir dieses Projekt ins Leben gerufen, um einfach diesen Übergang, also man kommt in Deutschland ab Klasse 10, also mit 15, 16 in die Ausbildung und in die Unternehmen rein. Wenn man studiert, dann noch später. Und das ist ein Instrument, was den Unternehmen das ermöglicht, früh in die Schule zu kommen, früh an die Jugendlichen ranzukommen und Unternehmertum und ökonomisches Wissen zu vermitteln und dann auch Beziehungen vor Ort. Also Genossenschaften stehen ja für Regionalität und dieses vor Ort, auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, dass die jungen Menschen nicht in Großstädte gehen zum Studieren, sondern halt vor Ort mit den Unternehmen, die dort, Deutschland ist ja das Paradebeispiel für kleine und mittelständische Unternehmen, unsere ganze Wirtschaft basiert ja eigentlich darauf. Also, und das wird ja immer kleiner und das soll dazu beitragen, dass man halt diese Zwist von der Schule in die Ausbildung ins Berufsleben, dass man da sehr früh in die Köpfe geht und vielleicht nicht immer nur schaut, okay, was wollen Arbeitgeber und was müssen Schülerinnen und Schüler an Kompetenzen und ja, Wissen, sage ich mal, mitbringen, um die Anforderungen des Arbeitgebers zu erfüllen, sondern vielleicht auch ein wenig den Arbeitgebern zu ermöglichen, was erwarten Jugendliche denn überhaupt von ihrem späteren Job. Also dass man auch ein wenig den Beruf an die Zukunftsvorstellungen oder so etwas der Jugendlichen anpasst. Also auch ein wenig in diese andere Richtung geht. Und von daher ist es jetzt nicht so, dass unsere Banken irgendetwas Bankenschülergenossenschaften gründen, sondern Banken unterstützen einfach und diese ganzen Kompetenzen, diese Soft Skills, die man ja mitbringen soll in den Beruf, hat ja sehr wenig mit Fachwissen zu tun. Und das ist einfach nur ein Instrument, wo der Arbeitgeber, unsere Genossenschaften, die natürlich wie jedes andere Unternehmen am Markt tätig ist, schauen kann, welche Soft Skills die nächste Generation, sage ich jetzt mal, mitbringt und wie man die dabei unterstützen kann. Also wie gesagt, Präsentationen halten, Teamwork, demokratische Entscheidungen fällen, Verantwortung zu übernehmen, Pünktlichkeit, diese ganzen Dinge, die theoretisch natürlich immer vermittelt werden, aber die nie wirklich gelebt werden, weder an der Schule, und das ist schwer später denen das dann auch beizubringen, weil die ja dann auch gar nicht wissen, was habe ich denn eigentlich davon, weil es ist ja immer nur, man muss dem Arbeitgeber gefallen, mit allem, was man tut, mit der Ausbildung, mit der Qualifikation, die man hat, muss man irgendwelche Erwartungen erfüllen. Und
hier lernen Schülerinnen und Schüler, was es halt bedeutet, ja, sich selbst seinen eigenen Erwartungen irgendwo auch da zu erfüllen. Hvala lepa. Še zdaj vprašanja. Nikolaj je imel za Rosvito. Mogoče jih ne bo vprašanje, bom pa povedal svojo družinsko zgodbo, na katero sem zelo ponosen in je prav na to temo, kaj je ta celoten seminar. Sem oče 3 otrok, 20, 23 in 26, 2 fanta in 1 punca. Vsi 3 so bili zlati gimnazijski maturanti. Po končani gimnaziji so jih usmerjali, bom začel z najstarejšim, naj gre kot glasbeniki vsi, naj gre študirati muzikologijo. Po 3 mesecih muzikologije je spoznal, da to ni ta študij, ki je on želel in je prišel pošteno domov. Na kar se je začel ukvarjati in se ukvarjali vsi 3 za svojimi ljubiteljskimi hobiji. Poleg igranja tudi oba sinova za zdravo prehrano, hčerka pa z make-upi in to kozmetične dejavnosti, to ženske bolj veste. In sin je, ta velik, se je ukvarjal za pripravo kruhov po starem izročilu. Ne s kvasom, s kvasnimi nastavki, starterjem, ki je zadeval, in je tudi pekel medenjake. S temi medenjaki na Čebelarski zvezi 2krat zmagal. In po spletu okoliščin je to prišlo ven in se mu ponudila prilika iti na Norveško. Šel je na Norveško februarja meseca letos, po 7 mesecih je dobil na Norveški zaposlitev za nedoločen čas. In je že ratal vodja pekarne. Hoče to povedati, sam se ga želel. Moram pa povedati, da vcepljal sem v ves čas 5 stvari. In vsem 3. Srce, duša, zvestoba, zanesljivost in zaupanje. To so vrednote, ki so moje vodilo in sem jih tudi otrokom vcepil. In tega se je pač nekako uspel držati. Kako je pa prišlo do tega, pri 26 letih, da je šel oziroma 25, da bomo mogoče tudi razumeli včerajšnji moj izjavo. Ves čas se je kot se pri nas v Sloveniji reče, imamo hotel. Ni bilo sile, vse je bilo razvajeno, vse je bilo dano. In potem je meni film počel in sem rekel, zdaj pa tega dosti. Jaz sem šel pri 18 letih delati, šel vmes v Jugoarmijo in tako naprej in naprej delal in se učil in študiral še dopolnjeval znanje. Ti boš tudi, če je pa komunalo delati cesta pometra. In mu je prišlo, da prvo njemu prišlo ta misel, zdaj pa tudi sta že ostala na to zapopadla. Pač in zdaj dol živijo v Norveškem in rekel, dobesedno uživa. Hobi je spremenil svoje delo. In isto se dogaja z malim sinom, ki bo šel kar za njim, in hčerka je isto s tem zadevom. To sem želel povedati. Pa eno vprašanje organizatorjem, pogrešam prav na te severne države, Norveška, Irska, te zadeve, zakaj ni iz te države nikoli nobenega rekel, da pride kakšen gost. Ker se mi zdi, da imajo to dobro razvito, ta sistem. Vse na splošno, posebej pa še za mlade. Pa mogoče še ta detalj. Norveško, da je spelo zadevo, je rabil samo 20 minut Skype. In na Norveškem vse laufo. Tako je v Sloveniji, pa to bi ste imeli. Hvala. A mogoče želi kdo kak komentar na to? Mogoče Rosvita? Vielleicht zu der Frage mit Norwegen. Norwegen ist kein EU-Land und kann deshalb nicht partizipieren, so traurig wie das ist. Wir haben manchmal bei EZA die Anfrage gehabt, können wir nicht einen Referenten aus der Schweiz holen? So sagt die Kommission damals. Heute ist mit Wechsel von Personen vielleicht mehr Offenheit vorhanden. Dann müssen Sie uns nachweisen, dass dieser Referent oder diese Referentin wirklich besser ist als jemand aus den 28 EU-Ländern. Und bevor man da mal auf die Suche geht, war uns das immer zu mühsam. Und ich glaube, einmal oder zweimal haben wir es gemacht, dass aus der Schweiz jemand gekommen ist. Aber die Frage mit Norwegen müsste man nochmal, Sarah, an EZA herantragen, dass dieser Wunsch geäußert worden ist in diesem Sinne. Hvala lepa. Sara, vaše vprašanje je naslednje. Roswitha, ich war sehr beeindruckt, als du geschildert hast,
wie lange ESA und die EU und die Sozialpartner schon beschäftigt sind mit der Herausforderung der Jugendarbeitslosigkeit. Das war sehr eindrücklich, auch die Beispiele, die du gegeben hast. Und ich finde, die große Frage, die sich da stellt, ist ja, wer profitiert denn von der Situation? Denn in dem Moment, in dem eine Situation so lange anhält, trotz verschiedener Maßnahmen, ist ja ganz eindeutig, dass es irgendwie Leute geben muss, die davon profitieren. Und meine Frage an dich ist, ob du eine These hast, wer davon profitiert von der Situation. Und du hast ein Buch zitiert und hast zitiert, das politische System hat das Marktversagen nicht korrigiert. Da ist ja die Frage, ob es jetzt noch möglich ist, das nachzuholen. Also darauf zu reagieren, dass Leute profitieren oder darauf zu reagieren auf dieses Marktversagen. Und gibt es da Mechanismen, die du denkst, die noch getan werden könnten, oder ist es einfach zu spät? Also, wer profitiert? Wer ist derjenige, der die Hindernisse aufbaut? Wir hatten gestern, glaube ich, kurz auch darüber gesprochen. Arbeitsplätze müssen von den Unternehmen geschaffen werden und nicht alle nehmen ihre soziale Verantwortung wahr. Sie sind im harten Wettbewerb, viele an der Börse und machen einen riesen Gewinn und der Mensch, der Arbeitnehmer wird zur Ware. Das ist eindeutig der Trend, wenn man sich das, was ich aufgeführt habe, seit 1990 mal so nochmal vor Augen führt. Das ist der Trend, das ist der horizontale Trend und dem wird jetzt Einhalt geboten von einer Seite, wo die Politik vor 4 Jahren nicht mit gerechnet hat. Das sind die Rechtspopulisten, die Parteien, die in vielen Ländern in Europa auf die Bühne kommen und auch global gesehen, wo man sich dadurch zum Ausdruck bringt, dass man sich über diese Ungleichheit beschwert. Und da bin ich heilfroh, dass eine neue Generation heranwächst, die das Ganze ganz anders aufnimmt und versteht und hoffentlich die Parameter anders setzen wird. Man wird dazu, die Politiker werden dazu gezwungen. Denke ich. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Ja, jetzt muss man reparieren. Man repariert an allen Ecken und Enden. Durch neue Programme. Die Frau Nahles, unsere Arbeitsministerin, hat, gestern habe ich das in der Zeitung gelesen, gesagt, wenn wir so lange warten, bis dass die EU ihre Programme, das ganze Geld ausgegeben hat, dann ist so viel Wasser den Rhein runtergelaufen, dann haben wir gar keine Chance. Also man muss direkt auf kleinerer Ebene handeln, Nationalstaaten oder besser noch kleiner auf regionaler Ebene, um diese Fehler, die begangen worden sind, zu reparieren. Und da gibt es viele. Aber es ist auch so, dass ich glaube, dass viele es ahnen, auch im politischen Bereich, aber man sagt es nicht, man bringt es nicht zum Ausdruck. Die großen Parteien in Deutschland bringen es nicht zum Ausdruck, dass die Armut immer mehr wächst. Und sie machen auch keine Gegenmaßnahmen dazu. Ich denke, die Begriffe Ungleichheit und Gerechtigkeit, die werden die zukünftigen Jahre prägen. Politisch, gesellschaftlich, beruflich. Ja.